Also Kalador ist echt eine riesen Insel, ey, alter Schwede. Kaum sind wir irgendwo mal angekommen und so und wollen uns ein bisschen umsehen. Entweder wir sind ständig von Monstern angegriffen oder die quatschen drauf los, als gäbe es kein Morgen mehr. Tja, willkommen zurück hier bei Risen 3 Titan Lords. Bist wohl auch auf besondere Trophäen aus, hm? Why? Wie kommst du darauf? Was will man sonst in diesem Wald? Ein bisschen gefährlich für einen gemütlichen Spaziergang. Stimmt. Na denn, viel Erfolg und lass dich nicht essen. Ich versuch's. Übrigens Essen. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Och nö. Brunach, cooler Das Hut. ist ja mal eine Überraschung. Ein Fremder hier in der Wildnis? Wie heißt du? Mein Name ist... Hast du das gehört? Da raschelt ja doch was. Hier muss man verdammt vorsichtig sein. Mein Name ist... Ja, irgendwie in einer unbekannten Sprache, war. Ja, er ist auch ein namenloser. Aber ganz ehrlich, wieso? Er ist der Sohn von Captain Stahlbart. Patty ist seine Schwester, also er heißt Stahlbart zum Nachnamen. Immerhin Nachnamen kennen wir. Warum können wir es nicht aus seinem Vornamen erfahren? Also ganz ehrlich. Gefährliche Gegend? Naja, hier in der Wildnis musst du aufpassen wie ein Luchs. Überall Viehzeug. Insofern ist ein Kerl wie du eine willkommene Abwechslung. Andererseits, wenn das Viehzeug nicht wäre, hätte ich auch kein Essen auf dem Teller. Ja, nur die großen Exemplare gehen mir gegen den Strich. Jagen mir ständig die Beute ab. Das kenne ich irgendwie. Deine Hütte liegt ziemlich abgelegen. Ja, ist mir auch ganz recht. Die Menschen da draußen stehen ständig unter Stress. Aber hier, im Einklang mit der Natur, hat man seine Ruhe. Moment, war da nicht wieder ein Geräusch? Oh mein Gott, ein Riesenhippie. Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, warum auch? Du denkst wohl, die dicken Mauern der Zitadelle bieten mehr Schutz als mein Wald hier, richtig? Da täuschst du dich aber. Die Zitadelle ist nichts weiter als ein Käfig, erbaut aus kaltem Stein. Aber hier kenne ich jeden Pfad, jeden Strauch und jeden Ast. Und sollte es zum Kampf kommen, kann ich mich auf meine Jungs hier verlassen. Denen traue ich weit mehr zu als allen anderen. Ja, schön für dich. Ein großer Jäger wie du macht doch bestimmt reiche Beute. Gut erkannt, Junge. Befolge die Regeln des Waldes und er wird sich um dich kümmern. Hier, das hat die letzte Jagd abgeworfen. Behalt es ruhig. Dankeschön. Große Viecher? Genau mein Ding. Wirklich? Ist dir klar, dass die einen ausgewachsenen Menschen in Stücke reißen können? Nimm die Jagd nicht auf die leichte Schulter. Im Rudel sind diese Biester mordsgefährlich. Lass uns Biester jagen. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie den Spieß nicht umdrehen und uns jagen werden. Zieh deine Waffe und mir nach. Noch ein Tipp, bevor wir uns mit dem Viehzeug anlegen. Sie sind äußerst schnell und haben scharfe Klauen. Jo, Wer dankeschön. überleben will, dessen Verstand muss schneller und seine Klinge schärfer sein. Worauf wartest du? Ah ja, kann man schon. Toll, jetzt haben wir die Spiele bereits erledigt. Oder auch nicht. Oh Gott, ich bin doch her. Darfst du Auto in Norwegen gekommen? Nirgends gesehen, ganz ehrlich. Wer kann der plötzlich? Vielleicht kommt ja nur, wenn er halt die Mission aktiv ist, wa? Mann, ich kann mich auf beide konzentrieren, das ist voll gemein. Mann, jetzt klappt der Konter nicht mehr, so, jetzt klappt er wieder. Endlich hat der Kampf ein Ende. Ach ja, übrigens. Geht doch. Und dann haut er einfach ab. Weil er so ein Penner ist. Naja, immerhin etwas, wa? Teleport des Eisenwaldes. Das ist eine Quest? Naja. Okay, einen Schädel erhalten. Wo ist jetzt hin? Dort fightet er! Und er macht's ganz alleine, weil er einfach der Größte ist. Sag mal, wo gehst du eigentlich hin, Kumpel? Mir nach. Ja, ja. Wo zum Henker geht denn der auf die Jagd, hey?
Ah, hat sie vielleicht noch etwas für uns? Nö. Nur tot. Alles nur tot. Du? Aufs Klettermensch! Alter, 2 Stück, nicht schlecht. Man weiß ja nie. Hä? Da fing gar nichts. Sieht wie Normalo aus, ist auch ein bisschen heikler. Na, komm nur. Ich brauche Übung für den Konter. Komm schon, ich will den Konter landen. Ah, Mann, jetzt. Von aus geht's irgendwie nicht mehr, so jetzt aber. Alter, lebt er etwa immer noch? Mann, komm schon, mach mal einen Konter, Alter. So, komm schon noch einmal. Geht doch. Na, mit dem anderen beschäftigt dort, oder was? Ja, okay, dann gehört wohl zur Quest hier. Ja, komm nur. Mann, ist so weit weg, da erwischen kaum. So, klappt schon eher. So, na endlich mal. So, du bist hier, aber wo ist ein anderer Kumpel? Edward, wo bist du hin? Hä? Sind die Klippen runtergefallen oder was? Ah, da, die so. Ich kann nicht ansprechen, geht nicht. Sag mal. Das Spiel ist gerade verbuggt. Nee, ich kann nicht ansprechen. Mann, ey, Leute, was ist denn hier schon wieder los? Ja, wir sind noch da. Mein Vater war früher selber Jäger. Aber dann wurde der Dschungel lebendig und hat ihn geholt. Das tut mir leid. Deine Viecher lauern niemandem mehr auf. Hoffen wir mal, dass das alle waren. Ich hasse die Biester. Hier, dein Anteil an der Beute. Dankeschön. Was wirst du als nächstes jagen? Das weiß nur der Wald. Man muss nur zuhören, was er einem flüstert. Wenn der Wind sanft durch die Baumkronen streicht, die Blätter zu Boden fallen. Gut, ich glaube, ich habe genug gehört. Pass auf dich auf. Und vergiss nicht, immer gegen den Wind jagen. Ja, besonders jagen, weil Schiffen gegen den Wind wäre ein bisschen ungünstig. Was gibt es hier zu jagen? Vom Varan bis zur Grabspinne treibt sich hier so ziemlich alles an Viehzeug rum, was du dir vorstellen kannst. Aber wenn man ganz genau hinhört, dann hört man hier ein sehr merkwürdiges Geräusch. Ein Tier? Vermutlich trifft man darauf, wenn man im Norden über den Wasserfall geht. Da ist irgendetwas Großes. Ich rate dir, sehr vorsichtig zu sein, wenn du dahin gehen willst. Okay, Bring dankeschön. mir etwas über die Jagd bei. Was genau willst du wissen? Tja, wenn es geht alles, Szene. Da kann doch bereits, oder? Ja, wieso nicht? Bring mir bei, wie ich magische Tiertrophäen ziehen kann. Das ist etwas schwieriger. Schaue dir das Tier genau an und überlege dir, welches Teil von ihm eine Trophäe wert ist. Der Rest hängt davon ab, welches Teil du dir ausgesucht hast. Bei Trophäen musst du äußerst vorsichtig sein, damit du sie nicht beschädigst. Sie verlieren sehr schnell an Wert. Alles klar, dankeschön. So. Jetzt zwar da noch Viecher und so, ich weiß, aber momentan keinen Bock drauf.
Gut, soviel zu ihm jetzt. Wie sieht es mit Edward aus? Der hängt ihm noch hier freilich rum. Wieso? Keine Ahnung. Quatschen geht ihm noch nichts. Will ich mal sagen, machen wir eine kleine Teleportation. Vielleicht kommt er mit. Jo, er kommt mit. Ja, endlich mal. Es geht wieder. Toll. Bug using auf Michael Art. Die Hauptsache, es funktioniert. So, wir waren noch nicht bei allen Typen hier durch. Hübscher Pilz. Du. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Noch nichts Neues, war? Gute Jagd. Jo, das war der. Was denkt der uns noch zu Was erzählen? treibst du dich hier im Wald herum? Es ist ziemlich gefährlich hier. Am besten bleibst du auf den Wegen und gehst nicht weiter nach Norden. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Mach ich nicht. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich auch. Hat gesagt über einen Wasserfall, war? Okay, hier waren wir schon mal bei der Ruine. Müsste es hier sein, war? Oh, das Schattenreich durch. Ach du Scheibenkleister. Ja, aber ansonsten sind wir langsam hier durch, war? Also sprich jetzt mit der Westseite. Doch, hier waren wir soweit. Hier unten ja auch schon. Wir können noch hier hingehen. Und wie gesagt, irgendwo hier muss der Namenlose sein. Also sprich, bevor wir die Zitadelle betreten, also sprich wohl die hier, würde ich doch gerne mal hier rüber gehen, mal gucken, was der Typ hier treibt. Mal vielleicht können wir ein bisschen fighten mit ihm und so, wäre doch ganz nice. So, gequatscht haben wir. Ich will jetzt gerne die Truhe hier noch aufmachen. Kompliziertes Schloss. Oh, das war nicht gewohnt. Nein, dankeschön, aufstehen. Da ist nicht mehr ein Amulett. Grog, Käse, Brot. Einfach alles weg, die merken gar nichts. Tja. Und tschüss. Jo, Freunde, so viel dazu. Ich sag gar nicht mal so übel, wie es momentan gerade aussieht. Hier haben wir soweit auch alle Biester erledigt, glaube ich mal. Sonst mal alle in die Nähe. Da sind noch ein paar Spinnen, wa? Ja, gut, Spinnen, ganz ehrlich, im 50 rum oder so etwas, also deswegen. Apropos Ruhm. Das sind wir doch schon. Ich brauche unbedingt mehr Härte. Klingensicher und so alles. 70 müsste jetzt schon viel besser sein. Sagte er und starb kurz daraufhin wieder. Ja, wir kennen das Ganze doch. So, jetzt gucken, ich hier noch verlaufe. Hier waren wir noch nicht, wa? Nö. Doch, waren wir, toll. Ja, lieber zweimal den Weg abgehen als keinmal. Das sieht auch ein bisschen verdächtig aus hier oben. Okay, Edward kämpft gerade. Wow! Uah! Kommt gerade der ganze Wald auf mich zu, oder was? Alter, wo kommt du überall her? Uiuiui, ich bin in ein Spinnennetz geraten. Alter! Okay, gar nicht gut. Hauptsache, wir schaffen es irgendwie, eine Spinne nach der anderen zu killen. Ja, genau, das meinte ich. Mann, die scheiß Kameraperspektive. Ich weiß, er holt sehr oft herum, aber das kann es ja nicht anders machen. Das muss irgendwie so. So, ich will eigentlich am Schluss noch die Grabspinne haben, wenn es geht. Aber ich merke, die sind gar nicht so aggressiv, die Viecher. Toll. Nein, sind nur zwei, wa? Ey, komm schon! Ich mache halt so noch platt. Ja, die Grabspinne wohl eher weniger. Aber jo, wir halten mehr aus als früher. Ist doch so. Verdammte Spinnennetze. So, Edward, du darfst sie killen. Mach ich's halt.
Jo, Alter, Spinnenbein erhalten, okay, ist das auch eine Trophäe oder was? Keine Ahnung. Mittlerweile kriegen wir ziemlich viel. So. Spinne ist da oder kommt noch was? Immerhin kommt noch so ein Viech, das da geht ja eigentlich noch, wa? Ein Wowen, genau, wir kommen noch auf Mantel oder so etwas. Stimmt, das war ja klingenanfällig, wa? Ich bin beeindruckt. Ich nicht. Genau, hier unten waren wir noch nicht, aber dort oben bereits, weil wir wegen der Brücke und so, wir mussten ja auf die andere Seite gelangen. Bären, dankeschön. Das heißt, wir kommen endlich wieder auf die andere Seite. Ja, Menschenskind, hey. So, hier oben fehlt noch vieles. Ich weiß aber erstmal zurück in den Strand, weil hier gibt es ja vielleicht auch noch das eine oder andere. Vor allem erinnere mich an einen Quest, wo es hieß, wir müssen irgendwie noch die Gefahr am Strand beseitigen. Und dort die Frage, haben wir das bereits gemacht oder kommt der Strand, wovon die Rede war, erst noch? Ja, immerhin ist jetzt hier alles wieder schön, war. Ist doch auch schön. Wir werden dort zum Haus hoch noch gehen. Da ist wohl Zitadelle, wo ich das Gefühl habe, es wäre eigentlich eher was anderes, aber egal. Wir marschieren drauf los. Ja, das Langweilig vom Kämpfen jetzt uns hier sicherlich nicht. Da haben wir noch genug zu tun. Ich glaube, Kalador ist sowieso die letzte große Insel, die wir noch haben, oder? Ich würde wirklich was verkaufen können, wenn erst, wenn wir in der Stadt sind. Ah, genau, das war ja auch noch. Stimmt ja. Mendoza und er will ja noch, dass ich ihn in die Zitadelle führe. Ja, es sind noch ein paar Viecher, wie es aussieht. Okay, machen wir ganz kurz noch. Die Zeit in dem Part mussten los adelt. Das sind doch noch viel. Man kann es ja einzeln anlocken, wa? Ja, nur ausweichen und angreifen. Was einfach sich porten kann, ganz fies. Ja, komm nur, komm nur. Neugier Rowan! Alter, stimmt gar nicht. Bringt da kaum was! Also jetzt so nicht geplant. Mann, ich sehe nichts mehr. Boah, immerhin, der ist down. Angebracht. Ja, du kannst mich auch mal heilen. Ach nee, kannst du nicht. Das machen ja Bones. Okay, uns fehlt noch so ein Viech, wa? So ein neugieriger Rowan. Obwohl ich keine Ahnung habe, wo für welche Quest es war. Er muss theoretisch auch hier sein. Yep, und da ist auch schon. Mir sind jetzt noch ein paar Spinnen. Ah ne, die Seeteufel sind das ja. Komm runter, komm runter. Kein Lust auf die Seeteufel dort. Sehr schnell ist der Typ ja nicht. Der kann zwar ein Schild brechen, aber nach Angreifen kann er auch nicht mehr. Zurückwachen kann auch gut. So ist das nun mal. Und da schwingt er davon. Lulululu. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Nee, leider nicht. War jetzt hier noch was? Oder kann ich hier sonst auch von dannen ziehen? Dankeschön. Die Quests waren da schon wieder. Das war ein Typ vor allem. Wow. Einer ist immer der Stärkere. So ist das nun mal. Ja, Edward, deine Sprüche, hey. Nun gut, Freunde, das war's mal für heute hier bei Risen 3 Titan Lords. Wir haben hier soweit aufgeräumt. Das ist ja mal eine Pose, muss man zugeben. Sehr eindrucksvoll, da haben wir unsere kleine Schaluppe, aber wir kriegen auch bald unser Schiff. Was das für ein Schiff ist, keine Ahnung, wird wohl das von Dämonenjägern sein.
Denn auch dieser Gilde könnten wir uns theoretisch anschließen. Aber was wir jetzt nächstes machen in diesem Part, ist mit ihm mitgehen. Und mal gucken, was wir noch für Quests abschließen können. Das zum einen und dann Zitadelle bringen ihn. Dann vielleicht noch den Weg machen mit Mendoza, zum Namenlosen und so, der hier irgendwo sein soll. Und so weiter und so fort. Das Abenteuer haben wir noch genug. Hier auf Calador, der wohl größten Insel hier beim Spiel. Moment mal. Nebelinsel, okay, das ist ja irgendwie ein DLC, was ich freigeschaltet habe, irgendwie so etwas. Da waren wir schon, Taranis waren wir schon, Tagarigua waren wir auch schon, Inseldiebe auch schon, Antigua ja auch schon, wir waren also schon ziemlich auf vielen Inseln. Ich glaube echt, wenn ich hier fertig bin auf Calador, da gehen wir glaube echt erstmal, ja, nach Taranis und werden Mitglieder der Magier. Ja, ich weiß, wir können ja auch hier Voodoo-Magier und so werden, aber momentan bin ich eher für die Magier hier. Obwohl natürlich auch Dämonenjäger auch cool wäre. Ja, mal gucken, was sie uns so anbieten, wa? Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Ciao!